als RDR-Deputierten und als Staater Gemengekonseil unterstützen wir das Projekt de Loi 8426 für den erweiterten Platzverweis voll und ganz. Und ich gratuliere auch dem Herrn Moser und dem Herrn Immering für hier exzellent Reden, die sie gemacht haben. Endlich kriegt Police ein effizientes Instrument, für das es mehr Ordnung und Sicherheit an den öffentlichen Raum kommt. Das gilt besonders für die Stadt Agar, aber auch für die Gar an meiner Heimatstadt Esch und auf ganz vielen anderen Plätzen am Land wie zu Ettelbruck. Wir als ADR so klipp klar die Straße gehört für uns allem den Anwohner an die Bürger, die alltag durchschaffen. Sie schaffen den ganzen Tag für als Gesellschaft weiterzubringen oder wollen hier verdiente Pension genießen. Es kann nicht sein, dass andere Leute, von denen viel ohne Bezug zur Stadt sind, wie Madame Pulver gesagt hat, Eisstraßen kontrollieren, an die Leute hier leben, systematisch steuern. Da Wohner von der Gar leiden alltag. Entreen geblockiert, mit Urin an Exkrementer verschmutzt. Es geht randaliert, sie gehen aggressiv gegen sich selber für et fünf in Spritze an et Gedoch gedealt. A Galamin, wenn du etwas siehst, ich hab mal gewohnt, eigentlich so, kannst du, wenn ich gibt, deinen Dreck vom Boden abrafen, an einkehr sitzt, wenn ich ein bisschen mehr los, ist Gott sei Dank nach der Fukom, mir hat gebrüllt, und ich nach 200 Meter weiter gehört. Es kann nicht sein, dass es so leid den öffentlichen Raum kontrollieren. Ich wiederhole, der Raum gehört den Anwohnern, denen, die dort schaffen, an die dort lasst gehen. Kontrolle im öffentlichen Raum muss die Bürger, bei den Bürgern, bei der Polizei, leider nicht bei aggressiven Leuten, die die Ordnung und Sicherheit steuern, viele von denen ohne Wohnsitz hier am Land. Es ist erstaunlich, dass es Jahre dauert, bis wir endlich ein Gesetz haben, was der Polizei mehr zu handeln. An wen schuld dran der linke Block, die sogenannten Zivilgesellschaften und Aktivisten an den Medien. Die sogenannte Menschenrechtskommission, die aber echt als ein linke, geringe, woken Think Tank handelt, wie eine neutrale Instanz als besucht Menschenrechte. Ich freue mich, wie ist es mit den Menschenrechten von denen Anwohner auf der Gar? Wie ist es mit den Menschenrechten von älteren Frauen, die mir erzählen, dass sie Angst haben, auf die Straße zu gehen? Das ist ihnen scheinbar egal und sie erwähnen doch nicht viel. Die Lösungsvorschläge aus dem linken Eck sind nicht nur naiv und unrealistisch, sondern auch hypokritisch. An der Kommission haben die Grünen noch mehr soziale Maßnahmen gefordert. Das ist schon kurios, weil am Staat der Gemeinderat hören ich von den Grünen hauptsächlich über Velospisten, wie noch mehr Parkplätze wegholen kann oder wie noch mit Zonen drüssig machen kann. Für was fordern sie dann do nicht mehr soziale Mesure? Für was bringen sie do keine neue, konkrete Lösungsvorschläge? Weil sie ganz genau wissen, dass Stadt Lützeburg ganz viele Möglichkeiten anbietet, für die Leute an Not zu helfen. Ich gebe sogar so, dass Stadt Lützeburg von den besten sozialen Systemen hier am Land hat, für Leute zu helfen. Madame Kahn und auch ihre Vorgängerin Madame Merz probieren aber wirklich alles für Hilfe anzubieten. Die Realität ist einfach. Und Madame Kahn hat das auch am Gemeinderat gesagt, viele Leute wollen sich nicht helfen lassen. Das kann viel Gründe haben, entweder weil sie so entschieden für sich selber, und da müssen wir das akzeptieren, oder weil sie psychiatrische Störungen haben, refusieren, sich behandeln zu lassen, oder weil sie einfach ungesteuert für kriminelle Aktivitäten nachgehen wollen. Wen ist schuld in ihrer Situation? Keiner schuld dran. Es gibt genug Sozialmesuren. Aber es kann nicht sein, dass der Bürger, den den ganzen Tag schafft, oben zurückkommt, von denen dann absichtlich belästigt gehen. Ja, es ist so absichtlich, weil auch wenn du zum Beispiel obdachlos bist, auch wenn du drogenabhängig bist, musst du dich nicht so daneben beholen, für andere Anwohner zu stören. Du musst nicht randalieren, du musst nicht Entree blockieren, du musst nicht urinieren, du kannst auch bei den Nächsten
Baum gehen. Du hast den Schwa, das nicht zu machen. Und dafür muss eine Gesellschaft auch so verhalten, nicht tolerieren und nicht akzeptieren. Das ist moralisch richtig, für mehr strikt Mesuren zu holen. Es muss ihnen hier Freiheiten einschränken, weil so sind Freiheiten von den anderen, von den Anwohnern, von den älteren Anwohnern zum Mols beschränkt. Und dafür werden wir diesen Gesetzesprojekt mitstimmen. Merci.